Ich habe den Fehler gemacht. Ich habe vorher beim Soundcheck, wir haben Heliumballon. Ja. Und jetzt habe ich ein bisschen eine beleidigte Stimme, aber ja, es war es wert gewesen. No regrets. Genau. Ich habe gefunden, ich mache jetzt nicht die ganze Predigt auf Heliumstimme. Genau. Jetzt ist wieder ein Moment. Ne? Hey, sehr cool. Hey, wir haben heute Einsegnungsgottesdienst. Und da ist zweimal im Jahr ein spezielles Thema, ein spezieller Gottesdienst, wo wir wettet, Familie und Beziehung im Fokus haben. Und darum möchte ich heute meine Predigt auch zu diesem Thema machen. Und zwar habe ich für euch heute am Morgen dabei den allerbesten Erziehungstipp, den ich euch überhaupt geben kann. Der allerbeste Erziehungstipp ist ein einziger. Sind ihr ready für den besten Erziehungstipp, den es gibt? Go for it. Sehr gut. Und zwar ist, investiert in eure Ehe. Investiert in eure Beziehung. Das ist der allerbeste Tipp. Oh, so gut. Danke vielmals. Ja, kannst du dir erst danken. Sehr gut. Weil Kinder profitieren maximal von einem soliden, starken Umfeld, das trägt. Und ihr als Eltern, ihr könnt euren Kindern keinen besseren Dienst tun, als dafür zu sorgen, dass eure Ehe, eure Beziehung auf einem guten, gesunden Fundament steht. Das dient Kinder am meisten. Kinder lieben es, wenn sie wissen, hey, Mami hat Papi lieb und Papi hat Mami lieb. Und die zwei sind solid miteinander unterwegs. Das gibt einfach eine Sicherheit, um ein gesundes Leben auf dem zu entwickeln. Darum möchte ich heute am Morgen predigen über starke Beziehungen. Ich weiss für alle, die jetzt Single sind, sorry, ja, ich weiss nicht, was ich dir jetzt sagen soll. Los mit für in Zukunft. Vielleicht können wir jetzt noch ganz schnell irgendwie Speed-Dating machen oder so. Noch schnell ein bisschen was arrangieren. Aber nein, es geht heute wirklich um Beziehungen. Genau. Ich habe gedacht, ich mache heute Morgen mit euch Paartherapie. Genau. Also wir tun jetzt die Türen beschliessen, ihr könnt nicht mehr wegrennen. Ihr habt jetzt gerade eine Session gratis Paartherapie. Also ihr kommt rein, macht es euch bequem. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch aufs Sofa liegen. Genau, wir machen jetzt miteinander eine Paartherapie. Genau. Und zwar möchte ich anfangen mit die 4 grössten Feinde von Beziehung. Die 4 grössten Feinde. Man könnte auch nennen die 4 apokalyptischen Ritter von der Ehe. Also quasi, wenn diese Verhaltensmuster, wenn diese Habits, diese Angewohnheiten anfangen Einzug halten, dann ist das Ende nahe. Das sage nicht ich, sondern das beruht auf der grössten angelegten Studie, die je gemacht worden ist zum Thema Ehe und Beziehung. Also es ist eine Langzeitstudie mit mehreren 10.000 Ehepaaren, die studiert worden sind und dort wissenschaftlich analysiert worden sind. Und der Verantwortliche von dieser Studie hat gesagt, es gibt so wie 4 apokalyptische Ritter von Beziehungen. Wenn die anfangen Einzug halten, dann ist Beziehung in Gefahr. Und die möchte ich euch heute Morgen natürlich zuerst vorstellen. Also wir fangen mit dem Problem an und kommen nachher zu der Lösung. Genau, also sind wir ready. Der erste apokalyptische Ritter ist eine Haltung von der Kritik. Es ist eine kritische Haltung am Partner gegenüber. Und das ist jetzt nicht zu verwechseln mit einer Beschwerde. Also es soll es ja geben, auch in den besten Beziehungen, dass man mal irgendetwas auszusetzen hat an seinem Partner, gell? Also es ist nicht das. Das ist der Unterschied von Kritik und Beschwerde ist folgendes. Beschwerde ist, fängt mit einem Ich-Statement an. Also ich fühle so. Und hat, es ist spezifisch, also in dieser Situation, und es hat eine Frage oder ein Bitte drin. Also, ein frei erfundenes Beispiel. Zum Beispiel, wenn Dunja mir würde sagen, Micha, es stört mich, dass du deine verschwitzten Sportkleider im Badzimmer einfach auf dem Boden liegen lässt. Völlig frei erfunden. Ich finde das mega... ich finde das grusig, vor allem wenn ich dann draufstehe
könntest du bitte nicht so wie gestern das wieder einfach so liegen lassen, sondern könntest du bitte in Zukunft dafür sorgen, dass das in der Wäsche landet oder einfach aufgehängt oder versorgt ist. Das wäre jetzt eine spezifische Beschwerde. Ein Kritikgeist ist generell und fühlt sich mehr so an im Mann, er ist einfach so unordentlich, immer. Und ich muss immer hinter ihm her aufräumen. Und er kann sowieso nie Ordnung halten. Und es ist so eine Haltung von der Unzufriedenheit am Partner gegenüber. Das ist eine kritische Haltung. Und wenn das anfängt Einzug zu halten, dann ist etwas nicht ganz in Ordnung. Wenn man so unspezifisch sind, generelle negative Gefühle hat und die immer mal wieder so zum Ausdruck bringt. Das ist der erste Ritter von der Apokalypse für Ehe. Der zweite Ritter ist Geringschätzung. Ist eigentlich, wenn man sich selber überlegen fühlt am Partner gegenüber. Wenn man so eine Haltung hat von Mann, hey, ohne mich würde der Saftladen einfach nicht laufen. Oder? Ich meine, schau mal, wie unordentlich er sein ist, wenn ich nicht würde immer hinterher aufräumen und wenn ich das nicht im Griff hätte, dann wären wir schon lange im Elend. Und man fühlt sich dann so überlegen am Partner gegenüber. Und es zeigt sich dann so häufig in Sarkasmus und zynischen Bemerkungen. So zum Beispiel, hast du wirklich das Gefühl, eine Liste würde dir helfen? Du vergisst es ja eh wieder, oder? Das kannst du ja sowieso nicht. Ja, mehr helfen im Haushalt. Vergiss doch das. Das ist eh hoffnungslos, oder? So die Haltung von der Überlegenheit. Also der zweite Ritter, wenn der Einzug haltet, ist die Beziehung in Gefahr. Die dritte ist eigentlich logische Folge von den anderen zwei ist, wenn man eine defensive Haltung anfängt einzunehmen. Also ist ja klar, oder? Das ist nicht, die vier Ritter, die sind nicht nacheinander chronologisch, sondern es ist mehr so wie ein Stafettenlauf, die tun sich gegenseitig den Stab übergeben und es kommt immer einer nach dem anderen und mal ist der vor und manchmal ist der vor. Aber die haben so, die ernähren sich so voneinander und gegenseitig. Und natürlich, wenn du einen Partner hast, der dir gegenüber kritisch ist, manchmal sogar sich überlegen fühlt und gern sarkastische Bemerkungen immer wieder in das Gespräch hineinbringt, dann ist es logisch, dass man irgendwann anfängt, eine defensive Haltung einzunehmen. Dass man sich selber anfängt zu schützen. Und das Problem ist, der Partner wird zum Feind. Ist quasi, wow, kommt sie jetzt gerade wieder? Immer die Hand oben bereit, zum Abwehren, zum Verteidigen, zum Erklären, zum sich selber schützen. Und das ist nicht hilfreich für Beziehungen. Und dann kommt der letzte apokalyptische Ritter. Und den kenne ich selber auch sehr gut. Und die Studie hat ergeben, interessanterweise, dass 75% von allen Menschen, die diesen Instinkt haben, sind Männer. Und zwar ist es Mauern. Mauern. Was heisst Mauern? Was bedeutet das? Das ist, ich ziehe eine Mauer auf. Und jetzt ziehe ich mich komplett zurück, ich schütze mich, ich sage nichts mehr. Und es gibt keinen Kontakt mehr. Es ist wie einfach unterbrochen, oder? Und das sind dann so, wenn die Frau anfängt zu sagen, «Hallo, sag doch mal etwas!» Und der Mann macht einfach «Junk». Für alle Frauen, die Männer haben, die das machen, ich möchte euch so einen kurzen Einblick geben hinter die Mauer, hinter die Fassade. Ich kenne das selber auch. Ich habe manchmal auch die Tendenz, zum einfach eine Mauer aufzuziehen. Und es ist wichtig, dass wir verstehen und wissen, es ist nicht so, dass nichts abgeht hinter dieser Mauer, sondern es geht extrem viel ab. Es geht so viel ab, dass man wie gar nicht will interagieren und dass man sich selber wie will schützen hinter dieser Mauer. Und man hat dann einfach so den Instinkt, hey, ich muss mich distanzieren, ich brauche einfach da eine Mauer. Es geht nicht, es ist zu viel. Und es bringt nichts, wenn man dann probiert zu drücken. Es macht genau das Gegenteil. Wenn du dann probierst und jetzt sag doch endlich mal etwas. Du kannst doch nicht einfach hinter der Mauer sein, oder? Und das kreiert ja dann auch so eine Aggression, oder? Wenn der Partner sich einfach wegtut und weggeht, oder? Es bringt nichts, wenn du probierst
dort durchzudrücken durch die Mauer. Es macht genau das Gegenteil. Es bedeutet höchstens, man will sich noch mehr schützen und man zieht die Mauer noch ein bisschen höher und es ist einfach zu viel. Besser wäre, man würde einfach mal für 5 Minuten ein Timeout machen und einfach mal beruhigen. Oder je nachdem, wie lange das es auch immer geht. Männer, die brauchen vielleicht sogar eine Nacht, um sich einfach mal beruhigen, dass die Mauer wieder oben runter kann und dass ein rationales, produktives Gespräch kann stattfinden. Ich sehe, es sind einige am Lachen. So, ich schließe aus dem, die sind euch so ein bisschen bekannt, die Ritter. Und jetzt nicht Hand aufheben. Wer hat schon so einen von diesen 4 Ritter oder mehrere in seiner Beziehung entdeckt? Wer hat sich jetzt gerade so reinversetzen und sagen, ja, das kenne ich sehr gut. Ja, das ist bei mir auch der Fall. Nicht Hand aufheben. Ja. Ich möchte euch erstens sagen, die meisten Beziehungen oder fast alle Beziehungen, auch super solide, starke, gesunde, schöne Beziehungen, kennen die Ritter. Die sind nicht unbekannt in den meisten Beziehungen. Problematisch wird es, wenn alle 4 da sind und wenn sie die ganze Zeit da sind. Und ich möchte euch heute am Morgen Lösungen mit auf den Weg geben, wie wir mit dem umgehen können. Wie können wir unsere Beziehungen stärken, dass das nicht zum Ende muss führen, wenn die 4 Ritter da sind. Also erstens, du musst jetzt nicht irgendwie im Panikmodus reinkommen, wenn das bekannt ist. Und das Zweite, was ich dir möchte sagen, ist, interessanterweise ist die Lösung für solide Beziehungen nicht, die 4 Ritter zu vermeiden. Es ist nicht das Ziel, jetzt quasi, okay, all die 4 Ritter habe ich mir jetzt gut aufgeschrieben und das mache ich jetzt nicht mehr. Das ist nicht die Lösung für gesunde, stabile Beziehungen. Sondern die Lösung ist, eigentlich in eine gute, gesunde Beziehung zu investieren. Und ich möchte euch 4 Punkte mitgeben, wie man das machen kann. Und für das werden wir jetzt gerade in die Bibel hineingehen und anfangen, Lösungen zu suchen in der Bibel. Aber bevor wir jetzt dort hergehen, möchte ich einfach mit uns zusammen jetzt gerade beten. Ich möchte es Jesus herlegen. Weil ich bin nämlich wirklich davon überzeugt, dass gesunde Beziehungen, gesunde Ehen etwas unglaublich Zentrales und Wichtiges sind. Nicht nur für das Wohlergehen von unseren Kindern, sondern auch für unsere Gesellschaft und für unser Umfeld. Eine gute, solide Beziehung kann dir so viel geben, gibt dir so viel Resilienz mit auf den Weg, hilft dir, in schwierigen Momenten durchzuheben. Und darum ist es mir jetzt ein Anliegen, für das zu beten. Und dann möchte ich euch Hilfestellungen mitgeben aus der Bibel, die euch helfen kann, Beziehung zu stärken. Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen für deine geniale Idee. Du hast dir Ehe ausgedacht. Du hast gefunden, ich mache das, ich schenke das, ich gebe das. Und ich möchte dich loben und preisen für das. Und ich möchte dich jetzt einfach gerade bitten, für alle Beziehungen in diesem Raum drinnen. Ich möchte dich um deinen Schutz bitten, ich möchte um deine Stärkung bitten. Und mach du unsere Herzen jetzt auf, zum zu hören, was du uns möchtest sagen heute Morgen. Auf das wir dürfen profitieren von dem, was dieses Wort uns geben kann. Amen. Amen. Alright, der erste Punkt, wo ihr aktiv werden könnt, um eure Ehe zu stärken, um eure Beziehung zu stärken, ist Folgendes. Kennt euch. Kennt euch. Ich finde das ein wunderschöner biblischer Ausdruck aus der Bibel. Habt ihr gewusst, was das hebräische Wort für Sex ist? Im Alten Testament, wenn in der Bibel Sex steht, welches Wort das dort gebraucht wird? Es ist Yada. Und das Wort bedeutet erkennen, bedeutet kennen. Und so liest es sich dann, also die älteren Übersetzungen tun das sogar noch so übersetzen, im 1. Mose 4,1, 1,6 in der Bibel, lesen wir von von Adam und Eva. Und dort steht, und Adam erkannte seine Frau Eva und sie wurde schwanger und gebar Kain. Also er hat sie erkannt, ist Code in der Bibel für sie haben Sex gehabt. Sie haben sich gesehen. Und ich finde das so einen schönen, tiefen Ausdruck, von was Gott eigentlich möchte für Beziehungen. Er möchte, dass sich Menschen in einer Beziehung drinnen wirklich kennen.
Dass da eine Freundschaft ist, dass da eine intime Beziehung ist, wo nicht einfach nur physisch ist, sondern wo Seelen miteinander reden und wo eine Einheit entsteht. Und das ist das Allererste, was ich euch möchte mit auf den Weg geben. Wenn du jetzt merkst, hey, die 4 Ritter, die gibt es in meiner Beziehung, dann möchte ich dich ermutigen, möchte ich dich auffordern, hey, investier ins Kennen von deinem Partner. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Das Bild ist so für mich ein Symbol für deinen Partner. Stell dir mal vor, das ist dein Partner. Er ist wie eine Karte, wie eine Schatzkarte. Und meine Frage, die ich dir heute Morgen möchte stellen, ist: Kannst du deinen Partner lesen? Kennst du den, deinen Partner? Kannst du sagen, wo das Feuer brennt? Weißt du, wo die Berge sind? Weißt du, wo der Weg durchgeht zum Schatz? Kennst du deinen Partner so richtig tief? Kannst du die Karte von deinem Partner lesen? Das ist auch einer der besten Tipps, die ich euch geben kann für guten Sex. Kennt euren Partner. Aus dieser Beziehung daraus kann so viel mega Schönes entstehen. Ich habe euch jetzt, wir sind ja hier in einer Paartherapie, darum habe ich einen Test für euch mitgebracht. 5 Fragen, 5 Testfragen, die ihr schnell schauen könnt. Und schaut schnell, ob ihr die mit wahr oder falsch würdet beantworten. Die 5 Testfragen. Das gibt euch so ein Gefühl, zum herauszufinden, okay, wie gut bin ich so drin im Kennen von meinem Partner. Das ist so ein Assessment jetzt für dich. Ich kann sagen, wer die besten Freunde von meinem Partner sind. Also kennst du, was abgeht, oder? Ich kann dir sagen, welchen Stress mein Partner derzeit hat. Ich kenne die Namen von einigen Personen, die meinen Partner in letzter Zeit irritiert haben. Sabrina. Ich kann dir... Das war einfach. Ich kann dir einige Lebensträume von meinem Partner erzählen. Ich bin sehr vertraut mit den religiösen Überzeugungen und Vorstellungen von meinem Partner. So wie viel von denen kannst du sagen, tick, 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 kann ich sagen, bin ich dabei, kein Problem, weiss ich genau. Das ist wie ein Gradmesser für dich, zum jetzt herauszufinden, okay, wie gut kenne ich, wie stark bin ich in diesem Punkt, wie gut ist unsere Beziehung in diesem Punkt unterwegs. Wenn du jetzt merkst, okay, nicht so mega viel wahr gehabt, sondern eher auch mal noch falsch, dann möchte ich dich auffordern, investiere in diesen Punkt. Das stärkt deine Beziehung. Du kannst deinen Partner kennen. Alright? Ist gut, der erste Punkt. Können wir weitergehen in der Therapie, wir kommen zum zweiten Punkt. Und zwar ist es, nähret Zuneigung und Achtung. Nähret Zuneigung und Achtung voneinander. Im Epheser 5, Vers 33 steht es mega schön. Die Bibel beschreibt Zuneigung und Achtung folgendermaßen. Es gilt aber für euch, ein Mann soll seine Frau so lieben wie sich selbst. Und die Frau soll ihren Mann achten. Das redet von einer tiefen Liebe und Zuneigung und Achtung am Partner gegenüber. Wenn ich dir jetzt so die Frage stelle, hey, was hätte ich am Anfang von deiner Beziehung angezogen an deinem Partner? Wenn du dort kannst mit einem Lächeln auf dem Gesicht gerade Antworten geben, dann ist gut. Wenn das einfach fällt für dich, zum können sagen, jawohl, das hat mich angezogen an meinen Partner. Und wenn das immer noch am Glühen ist, das Problem mit dem ist, das kann erkalten, wenn man das nicht warm behaltet. Nähe, Zuneigung und Achtung vor dem Partner, die können rapid abnehmen mit der Zeit, weil am Anfang kann man sich ja noch verstecken, kann man sich noch gut darstellen, aber das hat eine Tendenz zum Abnehmen. Je besser man sich kennenlernt, kann es passieren, dass Achtung abnimmt. Und darum habe ich auch jetzt da für euch wieder einen Test mitgenommen. 5 Fragen wieder, wahr, falsch, so wie vorher, zum Checken, zum Gradmessen, hey, wie gut bist du in Zuneigung und Achtung unterwegs? Und zwar, erste Frage, ich kann leicht die 3 Dinge aufzählen, die ich an meinem Partner am meisten bewundere. Fällt dir das einfach, zum sagen, ja, das? Wenn wir getrennt sind, denke ich oft liebevoll an meinen Partner. Ich finde oft einen Weg, meinem Partner zu sagen, ich liebe dich. Ich berühre oder küsse meinen Partner oft zärtlich. Mein Partner respektiert mich wirklich. Wie viel von denen du mit wahr und mit falsch beantworten, kann dir ein Indiz geben, kann dir ein Gefühl geben, für wie gut dass du unterwegs bist im Epheser 5,33.
wo steht, wo steht, es gilt aber auch für euch, ein Mann soll seine Frau so lieben wie sich selbst und die Frau soll ihren Mann achten. Wenn du jetzt merkst, okay, ich bin da ein bisschen tief am Score, meine Scores sind in diesem Punkt nicht so mega gut, es gibt auch da etwas, was ihr machen könnt. Und zwar möchte ich euch einladen, auch wenn ihr super solid jetzt sind in diesem Punkt, erzählt euch doch heute am Abend nochmal eure Love Story. Einfach nochmal durchgehen, hey, wie haben wir uns kennengelernt? Und wenn ihr das schafft mit einem Lachen, mit einem positiven Outlook, also mit einem positiven Gefühl, die Geschichte zu erzählen, dann ist euch schon mega viel dient. Es hat in dieser Studie gezeigt, dass, und das ist ein fies, unglückliche Beziehungen rauben gute Erinnerungen. Man vergisst das irgendwie. Und wenn man das wieder vorholen kann, die guten Erinnerungen, die schönen Momente, dann kann das mega stärkend sein für Zuneigung und Verachtung. Alright, dann nächster Punkt für gute Beziehungen ist, lass Einfluss zu. Lass Einfluss zu. Lass dich beeinflussen von deinem Partner. Also Epheser 5,21 beschreibt das folgendermaßen: Ordnet euch einander unter. Tut es aus Ehrfurcht vor Christus. Kannst du dich unterordnen deinem Partner? Kannst du es zulassen, dass sie oder er in dein Leben reinreden darf? Dass sie etwas zu sagen hat, was bei dir läuft? Es gibt so die Geschichte vom Autokauf. Der Jeffrey hat nämlich ein Auto kaufen. Und er hat ein Occasion-Auto gesehen, mit mega wenig Kilometern, 300 Kilometer hat das Auto drauf gehabt. Und er ist es anschauen, hat es mega cool gefunden. Und hat nachher am Autohändler gesagt, hey, danke vielmals, ich glaube, ich will das Auto kaufen. Aber ich habe meiner Frau versprochen, dass wenn ich ein Auto kaufe, dass ich es zuerst zu einem Mechaniker bringen und dass wir es auschecken, das Auto. Worauf der Autoverkäufer mit einem Lachen auf dem Gesicht sagt, lass du etwa dir von deiner Frau reinreden beim Auto kaufen? Worauf der Jeffrey sagt, ja, du nicht. Worauf der Autoverkäufer sagt, ja, ich bin geschieden. Worauf der Jeffrey sagt, na, vielleicht wegen dem. Genau. Lasst Einfluss zu von eurem Partner. Lasst euch reinreden, lasst euch etwas sagen von eurem Partner. Und das Schwierige bei diesem Punkt ist jetzt, bei den anderen zwei gibt es ja Übungen, die man machen kann, oder? Beim ersten ist Love Stories erzählen oder Gesprächskarten, so, hey, Fragen stellen, da kann man sich tiefer kennenlernen. Wenn es dir schwerfällt, Einfluss zuzulassen, habe ich für dich jetzt leider nicht einen easy fix heute parat. Ich kann dir einen ersten Schritt geben auf dem Weg zu der Veränderung. Wenn dir das schwerfällt, Einfluss zuzulassen, der allererste Schritt wäre, das einzugestehen am Partner. Und einfach sagen, hey, ich merke, es fällt mir schwer, mich beeinflussen zu lassen von dir. Und ich will mich ändern in diesem Punkt. Schon nur, wenn du das sagst, ich bin mir sicher, dein Partner wird machen, oh, danke vielmals. Ich bin so froh und dankbar, dass du das endlich siehst und verstehst, dass es dir schwerfällt, dich beeinflussen zu lassen. Also wenn dort eine Challenge für dich ist, dich beeinflussen zu lassen, dann fang mal an, mit dem einfach zugeben und einzugestehen, dass das schwierig ist für dich. So, ich habe noch 1 Minute für den letzten Punkt. Das schaffen wir. Soll ich mir Zeit lassen? Okay, also nehmen wir es gemütlich. Der letzte Punkt ist mein Lieblingspunkt. Und zwar ist es, erschafft gemeinsame, geteilte Bedeutung. Ich möchte noch erklären, was das heisst. Erschafft gemeinsame, geteilte Bedeutung. Was ich meine mit dem, zum Beispiel Amos 3, Vers 3 beschreibt so schön, gehen etwa 2 Menschen miteinander denselben Weg, ohne sich vorher verabredet zu haben. Oder wie es die Bibel sagt, der Mann verlässt seine Frau und verlässt seine Eltern und wird eins. Verlässt nicht seine Frau, nein. Genau, das tun wir nachher rausschneiden aus dem YouTube-Film. Genau. Der Mann verlässt seine Eltern und wird eins mit seiner Frau. Er verbindet sich und es entsteht etwas Neues. Und ich möchte euch wirklich mit auf den Weg geben, hey, Ehe ist mehr als Ämtli aufteilen, Kinder erziehen und Sex haben. Ehe ist mehr als das. Ehe kann und darf eine gemeinsame, geteilte Bedeutung haben.
Wie kann man das machen? Wie sieht das aus? Zum Beispiel mit geteilten Ritualen, die Bedeutung haben. Kathrin und Martin Geier haben so ein mega schönes Ritual. Ich habe sie gefragt vorher, ob ich das euch erzählen darf. Und sie haben mir die Erlaubnis gegeben. Also respektive, ich habe ihnen einfach gesagt, dass ich das mache. Und sie haben nicht protestiert, von dem her nehme ich das als Erlebnis. Sie haben ein mega schönes Ritual, dass sie immer am Sonntagabend zusammen das Abendmahl feiern. So, einfach am Abend, wenn Ruhe einkehrt, dann nehmen sie sich Zeit, hocken miteinander her, dann miteinander ein Abendmahl feiern und einfach nochmal so die Woche Revue passieren lassen, miteinander austauschen. Und das Ritual, das gibt Ehe Bedeutung. Also wenn ihr so ein Ritual einbauen könnt in eure Beziehung, dann ist das mega, mega wertvoll und es gibt mehr als eben nur Ämter, Kinder und Sex. Sondern es gibt eine tiefe Bedeutung. Oder auch etwas mega Wichtiges ist, dass man sich gegenseitig in den Rollen supportet. Also, Ehen haben ja Rollen, man tut ja dann gerne mal noch Rollen aufteilen. Das sieht für jede Beziehung anders aus. Aber wichtig ist, dass man eine gemeinsame Wertschätzung hat für das, was der Partner macht. Mit Dankeswort bestätigen. Und dann wieder sagen, hey, danke vielmals, dass du das und das machst. Ich bin so froh, dass du das in unsere Ehe reinbringst. Und das Letzte, wo Beziehung geteilte Bedeutung gibt, ist, wenn man Ziel miteinander verfolgt. Dunja und ich haben am Anfang, als wir uns kennengelernt haben, haben wir das gefixt. Haben wir gesagt, hey, unsere Ehe soll dazu da sein, zum Reich Gottes zu bauen. Das ist uns wichtig. Wir wollen mit dem, was wir tun, mit dem, was wir haben, mit dem, was es jetzt neu entsteht, in dieser Ehe drinnen, wenn wir miteinander Reich Gottes bauen. Kirche hat Priorität. Und das gibt unserer Ehe eine geteilte Bedeutung, die grösser ist als nur Ämter, Kinder und Sex. Genau. Ich möchte jetzt für euch beten. Ich hoffe, ihr habt gut mitgeschrieben, habt euch die 4 Punkte aufgeschrieben, was ihr tun könnt, um in eure Ehe zu investieren. Im Wissen, dass das einfach das Beste ist, was ihr für eure Kinder tun könnt. Eine solide, gesunde Ehe bauen. Und ich möchte euch einfach auch zusprechen, egal in welchem Zustand Ehen sind, Gott ist nie fertig. Er kann immer wirken. Und er liebt Ehe. Er liebt sogar mehr, als du selber die vielleicht gerade im Moment liebst. Und er verspricht, dass er investiert ist und dass er dabei ist. Und so möchte ich jetzt einfach für euch beten, auf dass wir eine Gemeinde sein, eine Kirche sein, wo starke, gesunde Ehen drinnen stehen können. Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen für alle Beziehungen in diesem Raum drinnen. Und ich möchte dich jetzt einfach bitten, dass du kommst und dass du uns eine neue Wertschätzung füreinander gibst. Dass du uns hilfst, gemäss deinem Wort und gemäss dem, was du dir überlegt hast, solide und starke Ehen zu bauen, die Stress aushalten und wo die 4 Ritter keinen Schatz drin haben. Ich möchte jetzt einfach Schutz aussprechen über alle Ehen, ganz besonders dort, wo es schwierig ist, Jesus. Komm du jetzt und komm du mit deiner Liebe und mit deinem Frieden. Und alle, die einverstanden sind, sagen mit mir zusammen Amen. Amen. Amen.